Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 20. Bundesligaspieltag, nach dem 4:3 zu Hause gegen Holstein Kiel. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Lasst ein Abo da, damit unterstützt ihr, was ich hier so tue. Und damit gehen wir dann auch rein in den Bums. Zack. So, hallo, herzlich willkommen zur Servus. abschließenden Spieltagspressekonferenz. Der FC Bayern München schlägt zu Hause Holstein Kiel mit 4:3. Ich darf die beiden Cheftrainer Marcel Rapp und Vincent Kompany begrüßen. Und Marcel, dich um deine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, hallo in die Runde. Ja, mein Fazit ist so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, wenn ich sehe, wie stolz unsere Fans auf uns sind nach dem Spiel und welchen Support die uns geben, wie viele Kieler jetzt hier in München waren, dann ist das super. Und ich glaube, wie die Mannschaft aufgetreten ist genau so, wie wir uns das vorstellen. Geben nie auf, halten zusammen, versuchen ordentlichen Fußball zu spielen. Das ist alles in Ordnung. Zum anderen muss man dann aber auch, wenn man in die Analyse geht, auch sehen, wir kriegen 4 Gegentore. Das kann gegen Bayern mal passieren, aber ich glaube, da waren schon 2 dabei, die wir auf jeden Fall hätten verteidigen müssen. Das ist auch unser Anspruch, da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Wenn man die Spieler nochmal analysiert, muss man sehen, die 2 Gegentore fallen zu sehr ungünstigen Zeitpunkten, kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Und ich glaube, wenn man gegen Bayern was holen will, dann ist das maximal Ja, das auf jeden Fall nach der Halbzeit war natürlich schon ein Tiefschlag für Kiel. Ne? unglücklich. Vom zweiten Tor muss ich sagen, da kommt ein langer Ball, Kopfball oder Fedaris geht zum Kopfballduell, wird aus meiner Sicht klar unterlaufen. Schiri lässt weiterlaufen. Das sind dann auch die Dinge, die dann halt für uns laufen müssen. Das ist so die Entscheidung dann. Ja, das stimmt. Das hätte man abpfeifen können in dem Moment, kann es aber natürlich nicht dann irgendwie, keine Ahnung, das Tor ist 30 Sekunden gefühlt später gefallen. Dann kannst du nicht anfangen zu sagen, jo, wir gehen jetzt mal 30 Sekunden zurück. So. Ja, also das geht auch nicht. So, das hätte der Schiri, hätte das da abgepfiffen, alles gut, hätte sich keiner beschweren dürfen. Aber wir können nicht anfangen, wenn 30 Sekunden oder 40 Sekunden später der Ball im Tor ist, anzufangen. Ja, nee, da war aber hier vielleicht ein Foul. Also. Auch mal gepfiffen wird für uns und trotzdem müssen wir es besser verteidigen. Ja. Aber alles in allem, glaube ich, haben wir hier das gezeigt, was wir zeigen wollten, das Gesicht von Holstein Kiel. Wir haben verloren und trotzdem haben wir, glaube ich, gezeigt, für was wir stehen wollen und da müssen wir weitermachen. Dankeschön. Vielen Dank, Vinny, deine Einschätzung zum Spiel. If you allow me in English, of course, I think for us, if you analyze the game for 80 minutes, I think, of course, to be able to lead at home 4-0 and then to, I think it was a pretty complete. Also ich muss jetzt mal eins loswerden. Ich habe mich schon in der letzten Pressekonferenz darüber aufgeregt. Es ist völlig fein, wenn das für ihn einfacher ist, er seine Gedanken da einfacher ausdrücken kann oder sonst was. Dann muss es möglich sein. Ja, ich verstehe einen großen Teil, ich verstehe den Sinn, den er sagt, alles gut. Aber ich bin nicht der Einzige, der sich den Mist anschaut. Ja. Also da wäre es doch schön, wenn wir einen Trainer haben, der hat öfters ins Englische abdriftet, was für ihn einfacher ist, dann setzt da doch einen Dolmetscher hin, der das für die Leute übersetzt, die halt nicht so gut Englisch können. Ja, das muss möglich sein. Game until the end of the game, but then I think we played as well against a team that was fighting for every moment and that never really changed the attitude, no matter what time in the game it was. So they fought really hard for their moments. They had a few in the first half. And actually we started the second half pretty well, but in terms of how we finished the game with the last 10 minutes, I think that's of course something that we will have to review with the team and review with the players. We know that we can't concede momentum. And you can concede a goal sometimes because it's football. If someone does something amazing, it's football. But if you concede momentum, you give a chance, and this is what happened at the end of the game. But nothing takes away the fact that for 80 minutes they performed well and that we. Naja, da gehe ich nicht ganz mit. Also wir haben nicht für 80 Minuten gut performt. Nee, da gehe ich nicht mit. Wir haben gerade erste Halbzeit so mittel performt, ja. Wie gesagt, die ersten 25 Minuten waren wirklich nicht so gut. Danach war es ein bisschen besser. Trotzdem hat Kiel die besseren Chancen gehabt in der ersten Halbzeit.
Wir konnten froh sein, dass wir heute eine gute Chancenverwertung hatten. Wenn wir wirklich gute Chancen hatten, haben wir sie gemacht. Das war heute der Unterschied zu den letzten Spielen vielleicht. Zweite Halbzeit gehe ich mit, haben wir es wirklich gut gemacht. Ja, haben wir gut gespielt. Durch die Auswechslung, gerade die Einwechslung von Leroy Sané, ist unser Offensivspiel halt zum Stehen gekommen. Ja, das muss man fairerweise auch mal sagen. Dann haben wir unnötige Ballverluste gehabt. Dann haben wir den Gegner, ja, wie er sagte, der Gegner hat immer gleich gespielt. Egal ob Minute 1, Minute 90, haben immer Vollgas gegeben, was sie können. Dafür erstmal Chapeau an Kiel. Das machen viele Mannschaften nicht in München. Aber dass wir 80 Minuten gut gespielt haben, sorry, gehe ich nicht mit. Die Schlussphase war eine Katastrophe, ja, da gehe ich mit. Da muss man drüber sprechen, das darf nicht passieren. Das darf dieser Mannschaft nicht passieren. Da müssen aber auch dann die Führungsspieler, die auf dem Feld sind, dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ja. Ja. That we get the 3 points, but I understand the following questions. Die Überleitung. Gibt es Ja. Er sagt halt, am Ende 10 die 3 Punkte, hat er auch recht, habe ich ja auch gesagt in meiner Spielanalyse, aber er versteht natürlich jetzt die Nachfragen dazu. Und die muss man sich auch gefallen lassen und ja, schauen wir mal. Fragen, kurzes Handzeichen. David Verhoff von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, hallo Vincent. Da du schon die Fragen erwartest, mache ich gleich da weiter. In den letzten 5 Spielen habt ihr 10 Gegentore kassiert. Da war kein, Entschuldigung mit Verlaub, aber Top-Team da. Ja, kann ich auch mal ganz kurz meine Meinung zu sagen, geben auch am Montag im Stream noch mal ein bisschen drauf ein. Wir haben wieder so ein bisschen das zentrale Mittelfeldproblem. Ja, das will ich jetzt gar nicht Kimmich in die Schuhe schieben. Aber wir sind einfach dazu offensiv aufgestellt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und da sollte man mal schauen. Und natürlich gehört die ganze Mannschaft dazu, auch die Außenverteidiger teilweise defensiv sehr schwach. Da müssen wir dran arbeiten, ja. Als gesamte Mannschaft mal wieder. Ne? Ja, mal gucken, was er sagt. Dabei. Wie möchtest du das in den Griff bekommen? Und glaubst du, dass ihr mit 32 Gegentoren in 31 Pflichtspielen am Ende Titel holen könnt? Ja, ich weiß, aber dann für 2 Tage kam die Frage, heute spielt ihr gegen Holstein Kiel, ihr habt die beste Abwehr, die beste Angriff. Wie sehen Sie das Spiel gegen Holstein Kiel? Nee, die Frage hat er verkehrt verstanden gehabt. Ne? Die Frage war, es spielt der beste Angriff gegen die schlechteste Abwehr. Das war die Frage. Die hat er ein bisschen falsch verstanden gehabt. Was aber auch nicht schlimm ist. Ja, es ist ein Fakt. Das muss man mal ganz klar sagen, ja. Und den Fakt jetzt wieder wegzudiskutieren, damit, dass man die 3 Punkte geholt hat. Ja, ich hoffe, es ist öffentlich so. Da finde ich das okay. Man muss nicht immer sich hier hinsetzen, alles erklären und bla und Sülz. Aber intern muss das schon aufgearbeitet werden. Ja. Auch vielleicht mal den Goalgetter, also nicht den Goalgetter, den Goalkeeper mal in Frage stellen. Ja, weil auch Manuel Neuer macht keine gute Figur. Keine schlechte Figur, nicht falsch verstehen, ja, ist jetzt sicher an den Gegentoren schuld. Aber es ist auch nicht so, dass er mal so einen Ball, der wirklich gut aufs Tor kommt, mal irgendwie auch ansatzweise halten könnte. Ja. Kann man auch nochmal aufmachen, das Fass. Mal wieder. Ne? Mal wieder. Kiel, also ich verstehe, was Sie machen mit den Daten, aber das ist jetzt für mich nicht so wichtig, So sorry, I'm gonna go to English. It's not too important to have a discussion about who's right or who's not right about the data. You know, the main thing is for us. In the last couple of weeks, we had some really good moments, but in the last couple of weeks as well, we had some moments we need to improve. And this is our job, this is our work, this is what we will do. But like I said, if we start discussing about how many wins, how many goals, how many, you know, come on, I understand. So the main thing for us now is we have finally a big week where we can train. We should not ignore as well the fact that in those games you mentioned, they were every 3 days. And okay, we're in a good position to do that work.
Nächste Frage da hinten von. Ja, ich versuche es mal kurz in meinen Sätzen zusammenzufassen. Er hat gesagt, man muss da nicht jetzt so viel auf die Daten achten, geschossene Tore, Gegentore Brasils, sondern eher auf die Ergebnisse, die wir halt zu großen Teilen halt eingefahren haben. Ja, da gehe ich auch mit. Nichtsdestotrotz sieht man das natürlich und man hat jetzt eine Woche Zeit, um da auch an ein paar Sachen zu arbeiten. Auch das sehe ich. Ja, wie gesagt, ich finde das völlig fein, dass man das öffentlich so kommuniziert, wie er es gerade tut. Ich denke, intern wird es anders sein, aber das werden dann die nächsten Spiele zeigen, wa? Wenn das da dasselbe Muster ist, dann war es intern wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Ich persönlich bin ein Riesenfreund davon, ja, lieber ein 4:3 mitzunehmen, anstatt ein 1:0. Ist für mich jetzt nicht das große Problem. Jetzt in dem Spiel, ja, die Schlussphase war halt eine Katastrophe. Das darf nicht passieren und das muss man auch nicht schönreden, ja. Und da hätte ich mir heute mal, ja, ich meine, er hat schon ein bisschen klar gesagt, aber mal eine ganz klare Aussage gewünscht, ja, dass das einfach nicht sein kann. Und habe ich schon im anderen Video gesagt, da sieht man mal, wie es ist, wenn Harry Kane in der Schlussphase nicht mehr auf dem Platz ist. Ja. Der Stürmer wohlgemerkt. Ja, aber gut, so ist es. Und wir werden sehen, wie es gegen Bremen ausschaut. Ja? Ich meine, die haben 3 rote Karten gekriegt. Ich weiß nicht, mit was für einer Mannschaft die da noch kommen können. Das Spiel wirst du wahrscheinlich auch gewinnen, wenn alles normal läuft, aber wahrscheinlich auch nicht mit irgendwie, was weiß ich was. Wird auch eine knappe Kiste und dann, ja, Celtic hat gute Klatschen gekriegt in der Champions League, gerade von Dortmund zum Beispiel. Hat aber auch Spiele, wo sie viele Tore erzielt haben. Also darf man auch nicht unterschätzen. Ja? Und wenn wir diese Form haben, die wir gerade haben, gerade defensiv, als Mannschaft gesehen, jetzt nicht die beiden Innenverteidiger, wie wir es am Anfang der Saison hatten, sondern die komplette Mannschaft als Defensivarbeit ist gerade nicht gut. Ja? Ich bin sehr gespannt, Leute. Von dem Kollegen. Niklas Heiden, Kieler Nachrichten. Marcel, du hast es angesprochen, die Gegentore sicherlich unstrittig. Es war aber auch wieder so, dass ihr erst nach dem 4:0 so richtig angefangen habt, Fußball zu spielen, richtig das Herz in die Hand genommen habt. Das war in Freiburg schon ähnlich. Es braucht immer erst an. Na, das fand ich gar nicht. Also erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten, ersten 25 Minuten fand ich das jetzt nicht. Dass sie erstmal gucken, dass sie defensiv gut stehen, um nicht gleich irgendwie 2 schnelle Tore zu kassieren, finde ich legitim. Aber nochmal, sie hatten in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen wie wir, ne? Darf man nicht vergessen. Zweite Halbzeit gebe ich ihm recht, ja, da war es sehr, sehr ängstlich, beziehungsweise wir waren auch sehr dominant. Ja, und dann haben sie angefangen, wo wir halt so das Fußballspielen eingestellt haben. Anscheinend so einen extremen Rückschlag, bevor die Mannschaft sozusagen alles auch reinwerfen kann, befreit aufspielen kann. Siehst du das A genauso und B, was leitest du daraus ab mit Blick auf die restliche Saison? Ja, wenn ich ehrlich bin, sehe ich es nicht so, weil ich glaube, dass wir am Anfang, die ersten 2 Chancen waren eher bei uns und wir haben, glaube ich, ordentlich verteidigt und hatten, glaube ich, da auch gute Momente. Ja. Und natürlich ist es schwer, gegen Bayern München in der ersten Halbzeit da fußballerisch komplett zu brillieren. Aber ich glaube, man hat gesehen, was wir wollten. Man hat gesehen, dass wenn wir den Ball haben, dass wir eine Idee haben. Ich glaube, das war schon ein anderes Spiel wie Freiburg. Und was ich ableite, ist, glaube ich, einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So wie wir die Sache angehen, wie die Jungs das angehen, dass die Basics da sind, dass wir fußballerisch versuchen, Lösungen zu finden. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen. Noch eine Frage haben wir da hinten rechts, bitte. Guten Tag, Ole Labes von Goal & Box. Herr Company, Harry Kane hatte 22 Ballkontakte in diesem Spiel. Am Ende stehen trotzdem 2 Tore. Wie zufrieden sind Sie, wie Kane momentan ins das Offensivspiel des? Nee, wir sind völlig unzufrieden jetzt, ne? Dass er jetzt heute endlich mal eingebunden war und mal ein paar Bälle bekommen hat. Und wir sind völlig unzufrieden, dass er aus 22 Ballkontakten 2 Tore macht. FC Bayern integriert ist? Ich glaube, seine Qualität ist einfach außergewöhnlich in diesem Bereich natürlich. Und es ist auch seine Mentalität, die ich unterstütze. Gerade wenn man das zweite Tor sieht, oder? Also es war ja, da kannst du wirklich von Weltklasse reden. Also. Muss, weil ich bekomme ganz oft die Fragen, also es ist schon ein paar Mal passiert diese Saison, dass ich die Frage bekomme, was ist los mit Harry, er hat jetzt nicht getroffen. Und ich verstehe die Frage auch, weil er hat immer den höchsten Anspruch. Aber wenn ich dann immer sehe, wie ruhig der bleibt in diesen Momenten, wie hart er einfach arbeitet, wenn es mal nicht klappt, ein Tor zu schießen, wie hart er dann defensiv arbeitet für die Mannschaft und trotzdem immer wieder in seine Momente glaubt. Und ich glaube, das ist
ja, ich habe Harry gekannt als Spieler, wo ich gegen ihn gespielt habe, und ich sehe ihn jetzt als Profi und Trainer. Und ich muss schon sagen, es ist beeindruckend. Aber es passiert nicht nur so, der arbeitet, ja, der ist auch ein Beispiel da drin. Wenn es keine weiteren Handzeichen gibt, dann sage ich vielen Feierabend. Dank. Danke. Kollegen Marcel, gute Heimreise. Ja, perfekt. Ein oder andere nette Geschichte bei gewesen. Ja, alles gut. No, wie es auch nach dem Freiburg-Spiel war. Ja. In der nächsten Woche, wenn wir gegen Bremen spielen, interessiert keinen mehr, dass das Spiel 4-3 ausgegangen ist anstatt 4-1. So, von daher alles gut. Wir müssen das nicht zu eng sehen, aber natürlich darf sich das nicht wiederholen, so eine Schlussphase. Ja. Da kommen die nächsten Wochen andere Gegner. Wenn du das da machst, dann kann das noch böse ausgehen. Also. Von daher abwarten, Tee trinken, wohin die Reise geht. Wer Bock hat, Leute, Montag 18 Uhr live auf Twitch. Dann quatschen wir nochmal ein paar Sachen durch. Ne? So ein Ding. So, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.